Если ты придешь, я испеку пирог. Придаточное условное предложение предшествует главному. Wenn du kommst, backe ich einen Kuchen. Wenn du kommst, backe ich einen Kuchen. Мы всегда покупаем хлеб в пекарне на рынке. Wir kaufen unser Brot immer in der Bäckerei am Markt. Wir kaufen unser Brot immer in der Bäckerei am Markt. И если ты хочешь купаться, ванная там, сзади, слева. Wenn du baden möchtest, das Badezimmer ist dort hinten links. Wenn du baden möchtest, das Badezimmer ist dort hinten links. Здесь купание запрещено. Hier ist Baden verboten. Hier ist Baden verboten. После теплой ванны сразу чувствуют себя намного лучше. Nach einem warmen Bad fühlt man sich gleich viel besser. Nach einem warmen Bad fühlt man sich gleich viel besser. Я хотел бы комнату с ванной. Ich möchte ein Zimmer mit Bad. Ich möchte ein Zimmer mit Bad. После длинного рабочего дня она садилась в ванну для купания. Nach einem langen Arbeitstag setzte sie sich in die Badewanne. Nach einem langen Arbeitstag setzte sie sich in die Badewanne. Я приеду на поезде. Ich komme mit der Bahn. Ich komme mit der Bahn. То есть имеется в виду по железной дороге, Bahn. Ich komme mit der Bahn. Электричка быстрее трамвая. Die S-Bahn ist schneller als die Straßenbahn. Die S-Bahn ist schneller als die Straßenbahn. Сядьте на трамвай номер 16 или садитесь на трамвай номер 16.
Nehmen Sie die Straßenbahn Nummer 16. Nehmen Sie die Straßenbahn Nummer 16. Я довезу вас до вокзала. Ich bringe Sie zum Bahnhof. Ich bringe Sie zum Bahnhof. На вокзалах есть много платформ. Auf Hauptbahnhöfen gibt es meist viele Bahnsteige. Auf Hauptbahnhöfen gibt es meist viele Bahnsteige. Навестите-ка нас вскоре или поскорее. Besuchen Sie uns doch bald mal. Besuchen Sie uns doch bald mal. Пожалуйста, дайте мне знать как можно скорее. Geben Sie mir bitte so bald wie möglich Bescheid. Geben Sie mir bitte so bald wie möglich Bescheid. До свидания, до скорой встречи. Auf Wiedersehen, bis bald. Auf Wiedersehen, bis bald. В квартире есть также маленький балкон. Die Wohnung hat auch einen kleinen Balkon. Die Wohnung hat auch einen kleinen Balkon. Я люблю играть в мяч со своими детьми. Ich spiele gern mit meinen Kindern Ball. Ich spiele gern mit meinen Kindern Ball. Обратите внимание на вот эту букву «н» окончания в дательном падеже. У существительных во множественном числе появляется окончание «эн» или «н». Моя дочь хотела бы танцевать балет. Meine Tochter möchte gern Ballett tanzen. Meine Tochter möchte gern Ballett tanzen. Давайте сядем на скамейку там впереди. Kommt, wir setzen uns auf die Bank da vorne. Kommt, wir setzen uns auf die Bank da vorne. В каком банке у вас есть ваш счет? Bei welcher Bank haben Sie Ihr Konto? Bei welcher Bank haben Sie Ihr Konto? Я быстро получу деньги в банкомате. Ich hole noch schnell Geld vom Bankomaten. Ich hole noch schnell Geld vom Bankomaten.
Вы также можете оплатить картой банкомата. Sie können auch mit Bankomatkarte zahlen. Sie können auch mit Bankomatkarte zahlen. Давайте посидим в баре. Setzen wir uns doch an die Bar. Setzen wir uns doch an die Bar. Я встречаюсь со своей девушкой в баре отеля. Ich treffe meine Freundin in der Hotelbar. Ich treffe meine Freundin in der Hotelbar. Вы платите наличными? Zahlen Sie bar? Zahlen Sie bar? У меня нет больше наличных денег. Ich habe kein Bargeld mehr. Ich habe kein Bargeld mehr. Джо носит теперь бороду. Джо trägt jetzt einen Bart. John trägt jetzt einen Bart. Она любит играть в баскетбол. Sie spielt sehr gern Basketball. Sie spielt gern Basketball. На день рождения он получил новый баскетбольный мяч. Hat zum Geburtstag einen neuen Basketball bekommen. Hat zum Geburtstag einen neuen Basketball bekommen. Дети делают скворечник. Die Kinder basteln ein Vogelhaus. Die Kinder basteln ein Vogelhaus. Глагол basteln – мастерить. Мне нравится работать с натуральными материалами для рукоделия. Ich arbeite gern mit natürlichen Bastelmaterialien. Ich arbeite gern mit natürlichen Bastelmaterialien. Тебе в любом случае нужно закончить обучение. Du musst deine Ausbildung auf jeden Fall beenden. Du musst deine Ausbildung auf jeden Fall beenden. Вагон-ресторан находится в середине поезда.
Das Bordbistro befindet sich in der Mitte des Zuges. Das Bordbistro befindet sich in der Mitte des Zuges. Студенты освобождены от платы за радиовещание. Studenten und Studentinnen sind von den Rundfunkgebühren befreit. Studenten und Studentinnen sind von den Rundfunkgebühren befreit. Результат удовлетворительный. Das Ergebnis ist befriedigend. Das Ergebnis ist befriedigend. Разве мы не встречались когда-то? Sind wir uns nicht schon mal irgendwann begegnet? Sind wir uns nicht schon mal irgendwann begegnet? Это был великолепный концерт. Я в восторге. Es war ein tolles Konzert. Ich bin begeistert. Es war ein tolles Konzert. Ich bin begeistert. Летние каникулы начнутся через 2 недели. In 2 Wochen beginnen die Sommerferien. In 2 Wochen beginnen die Sommerferien. В начале урока учительница приветствует своих учеников. Zu Beginn der Stunde begrüßt die Lehrerin ihre Schüler. Zu Beginn der Stunde begrüßt die Lehrerin ihre Schüler. Я тебя немного провожу. Ich begleite dich ein Stück. Ich begleite dich ein Stück. Количество участников ограничено 12.
Die Teilnehmerzahl ist auf 12 begrenzt. Die Teilnehmerzahl ist auf 12 begrenzt. Пожалуйста, обоснуйте свое мнение. Bitte begründen Sie Ihre Meinung. Bitte begründen Sie Ihre Meinung. Арендную плату повысили безосновательно. Die Miete wurde ohne Begründung erhöht. Die Miete wurde ohne Begründung erhöht. То есть дословно была повышена. Здесь используется Präteritum Passiv. Wurde, да, с глаголом werden. Wurde erhöht. Хозяин приветствует своих гостей. Der Gastgeber begrüßt seine Gäste. Der Gastgeber begrüßt seine Gäste. Могу ли я оставить журнал себе? Здесь мы как бы спрашиваем разрешение с глаголом dürfen. Darf ich die Zeitschrift behalten? Darf ich die Zeitschrift behalten? Какой врач вас до сих пор лечил? Welcher Arzt hat Sie bis jetzt behandelt? Welcher Arzt hat Sie bis jetzt behandelt? Я больше не позволю вам так со мной обращаться. So lasse ich mich von Ihnen nicht länger behandeln. So lasse ich mich von Ihnen nicht länger behandeln. Он утверждает, что наше мнение было бы неважно. Er behauptet, unsere Meinung sei nicht wichtig.
Er behauptet, unsere Meinung sei nicht wichtig. Трудно противостоять моим коллегам. Es ist schwer, sich gegen meinen Kollegen zu behaupten. Es ist schwer, sich gegen meinen Kollegen zu behaupten. Пожалуйста, паркуйтесь так, чтобы вы никому не мешали. Bitte parken Sie so, dass Sie niemanden behindern. Bitte parken Sie so, dass Sie niemanden behindern. После аварии ребенок наших друзей неполноценен. Seit dem Unfall ist das Kind unserer Freunde behindert. То есть behindert стал инвалидом после аварии. Seit dem Unfall ist das Kind unserer Freunde behindert. Вы получите письмо от ответственного органа. Sie erhalten ein Schreiben von der zuständigen Behörde. Sie erhalten ein Schreiben von der zuständigen Behörde. У нас это по-другому, чем у вас. Мы не едим мясо. Bei uns ist das anders als bei euch. Wir essen kein Fleisch. Bei uns ist das anders als bei euch. Wir essen kein Fleisch. У меня нет с собой денег. Ich habe kein Geld bei mir. Ich habe kein Geld bei mir. Мы не хотим вас беспокоить во время еды. Wir wollen euch nicht beim Essen stören. Wir wollen euch nicht beim Essen stören. Я сдал экзамен.
Ich habe die Prüfung bestanden. Ich habe die Prüfung bestanden. Мы заказали пиццу. Wir haben Pizza bestellt. Wir haben Pizza bestellt. Меня записали на собеседование на 16 часов. Ich bin für 16 Uhr zum Vorstellungsgespräch bestellt. Ich bin für 16 Uhr zum Vorstellungsgespräch bestellt. Я должен передать вам привет от госпожи Майер. Ich soll Ihnen Grüße von Frau Meier bestellen. Ich soll Ihnen Grüße von Frau Meier bestellen. Нэнси определенно имела в виду не это. Das hat Nancy bestimmt nicht so gemeint. Das hat Nancy bestimmt nicht so gemeint. Тебе нужен конкретный хлеб или определенный хлеб? Möchtest du ein bestimmtes Brot? Möchtest du ein bestimmtes Brot? Слишком быстрая езда строго наказывается. Zu schnelles Fahren wird streng bestraft. Zu schnelles Fahren wird streng bestraft. И здесь у нас используется present passive, wird bestraft. Настоящее время пассива. Вам все еще нужно посещать курс. Sie müssen noch einen Kurs besuchen. Sie müssen noch einen Kurs besuchen. Мы хотим купить нашей учительнице подарок. Кто хотел бы принять участие? Wir wollen unserer Lehrerin ein Geschenk kaufen. Wer möchte sich beteiligen? Wir wollen unserer Lehrerin ein Geschenk kaufen. Wer möchte sich beteiligen? Пожалуйста, переведите сумму на наш счет. Bitte überweisen Sie den Betrag auf unser Konto. Bitte überweisen Sie den Betrag auf unser Konto.
Кто присматривает у вас за детьми? Wer betreut bei Ihnen die Kinder? Wer betreut bei Ihnen die Kinder? Воспитательница детей очень симпатичная. Die Betreuerin der Kinder ist sehr nett. Die Betreuerin der Kinder ist sehr nett. На этом предприятии работают 10 человек. In diesem Betrieb arbeiten 10 Leute. In diesem Betrieb arbeiten 10 Leute. Незадолго до Рождества в универмагах всегда очень оживленно. Kurz vor Weihnachten ist in den Kaufhäusern immer viel Betrieb. Kurz vor Weihnachten ist in den Kaufhäusern immer viel Betrieb. Лифт работает, не работает. Der Aufzug ist in Betrieb. И второй вариант, когда он не работает, der Aufzug ist außer Betrieb. Der Aufzug ist in Betrieb. Der Aufzug ist außer Betrieb. Производственный совет проинформирует вас о новом графике работы. Der Betriebsrat wird Sie über die neuen Arbeitszeiten informieren. Der Betriebsrat wird Sie über die neuen Arbeitszeiten informieren. Здесь у нас используется будущее время Futur 1 wird informieren. Я бы никогда не изменил своей семье. Ich würde meine Familie niemals betrügen. Ich würde meine Familie niemals betrügen. Здесь у нас конъюнктив, да? Когда мы переводим частицы бы. Я бы не изменил. Над моим письменным столом висит фотография моих детей. Ein Bild von meinen Kindern hängt über meinem Schreibtisch. Ein Bild von meinen Kindern hängt über meinem Schreibtisch. Мне нужен больший экран для моего компьютера.
Ich brauche einen größeren Bildschirm für meinen Computer. Ich brauche einen größeren Bildschirm für meinen Computer. У нас есть телевизор с очень большим экраном. Wir haben einen Fernsehapparat mit einem sehr großen Bildschirm. Wir haben einen Fernsehapparat mit einem sehr großen Bildschirm. Билет вы можете купить в кассе. Ein Billett können Sie am Schalter kaufen. Ein Billett können Sie am Schalter kaufen. Эта книга не из дешевых. Dieses Buch ist nicht ganz billig. Dieses Buch ist nicht ganz billig. Моя подруга изучает биологию. Meine Freundin studiert Biologie. Meine Freundin studiert Biologie. Я покупаю только органические овощи. Ich kaufe nur noch Biogemüse. Ich kaufe nur noch Biogemüse. Органические продукты питания теперь также доступны в супермаркете. Biologische Lebensmittel gibt es jetzt auch im Supermarkt. Biologische Lebensmittel gibt es jetzt auch im Supermarkt. Хотите фруктов? Груши сегодня особенно красивые. Möchten Sie Obst? Die Birnen sind heute besonders schön. Möchten Sie Obst? Die Birnen sind heute besonders schön. Маршрут 8 идет только до главного вокзала. Die Linie 8 fährt nur bis zum Hauptbahnhof. Die Linie 8 fährt nur
bis zum Hauptbahnhof. До каких пор вы сможете остаться? Bis wann können Sie bleiben? Bis wann können Sie bleiben? Пока. До скорой встречи. Tschüss. Bis gleich. Tschüss. Bis gleich. Некоторые поезда задерживались на 2 часа. Einige Züge hatten bis zu 2 Stunden Verspätung. Einige Züge hatten bis zu 2 Stunden Verspätung. На ремонт нам нужно 3-4 дня. Für die Renovierung brauchen wir 3 bis 4 Tage. Für die Renovierung brauchen wir 3 bis 4 Tage. Подожди здесь, пока я не вернусь. Warte hier, bis ich zurückkomme. Warte hier, bis ich zurückkomme. Пока все в порядке. Bisher ist alles in Ordnung. Bisher ist alles in Ordnung. Если вы подождете немного, мы сможем пойти вместе. Wenn Sie ein bisschen warten, können wir zusammen gehen. Wenn Sie ein bisschen warten, können wir zusammen gehen. Хотите еще немного риса? Möchten Sie noch ein bisschen Reis? Möchten Sie noch ein bisschen Reis? Можете, пожалуйста, говорить немного громче? Können Sie bitte ein bisschen lauter sprechen? Können Sie bitte ein bisschen lauter sprechen?
Вы говорите по-английски? Немного. Sprechen Sie Englisch? Ein bisschen. Sprechen Sie Englisch? Ein bisschen. Могу я попросить вас послушать минутку? Darf ich Sie bitten, kurz zuzuhören? Darf ich Sie bitten, kurz zuzuhören? У меня есть просьба. Могу ли я разок воспользоваться вашим мобильным телефоном? Ich habe eine Bitte. Kann ich mal Ihr Handy benutzen? Ich habe eine Bitte. Kann ich mal Ihr Handy benutzen? Чашку кофе, пожалуйста. Eine Tasse Kaffee, bitte. Eine Tasse Kaffee, bitte. Bitte schön. Пожалуйста. Bitte schön. Что, простите? Что вы сказали? Wie bitte? Was haben Sie gesagt? Wie bitte? Was haben Sie gesagt? Пожалуйста, говорите медленно. Sprechen Sie bitte langsam. Sprechen Sie bitte langsam. У тебя есть сахар? Чай очень горький. Hast du Zucker? Der Tee ist sehr bitter. Hast du Zucker? Der Tee ist sehr bitter. Ты выглядишь очень бледным. Ты болен? Du siehst ganz blass aus. Bist du krank? Du siehst ganz blass aus. Bist du krank? На деревьях уже желтеют листья. Die Bäume bekommen schon gelbe Blätter. Die Bäume bekommen schon gelbe Blätter. Обратите внимание на глагол bekommen – получать. Дословный перевод: деревья получают уже желтые листья. Но мы данное предложение переводим близко к русскому, к своему родному языку. Да? На деревьях уже желтеют листья. У вас есть для меня листок бумаги? Haben Sie ein Blatt Papier für mich? Haben Sie ein Blatt Papier für mich?
Я сегодня остаюсь дома. Ich bleibe heute zu Hause. Ich bleibe heute zu Hause. В июне и июле наш магазин закрыт по субботам. Im Juni und Juli bleibt unser Geschäft samstags geschlossen. Im Juni und Juli bleibt unser Geschäft samstags geschlossen. Дословный перевод: наш магазин остается закрытым. Сегодня у нас жареная рыба. Heute gibt's gebratenen Fisch. Heute gibt's gebratenen Fisch. Возьмете еще немного соуса для жарки. Nehmen Sie noch etwas Soße zum Braten? Nehmen Sie noch etwas Soße zum Braten? Nehmen Sie noch etwas Soße zum Braten? Мне нужна машина. Глагол brauchen. Три основные формы: brauchte, hat gebraucht. Ich brauche ein Auto. Ich brauche ein Auto. Тебе еще нужна газета? Brauchst du die Zeitung noch? Brauchst du die Zeitung noch? Brauchst du die Zeitung noch? Моя бабушка больна, ей нужно много отдыхать. Meine Großmutter ist krank. Sie braucht viel Ruhe. Meine Großmutter ist krank. Sie braucht viel Ruhe. Meine Großmutter ist krank. Sie braucht viel Ruhe. На ремонт мне понадобилась неделя. Ich habe für die Renovierung eine Woche gebraucht. Ich habe für die Renovierung eine Woche gebraucht. Ich habe für die Renovierung eine Woche gebraucht. Вам не нужно приходить завтра. Я сделаю это один. Sie brauchen morgen nicht zu kommen. Ich schaffe das alleine. Sie brauchen morgen nicht zu kommen. Ich schaffe das alleine. Sie brauchen morgen nicht zu kommen. Ich schaffe das alleine. Он поранился во время катания на лыжах, его нога сломана. Ломать brechen
brach hat gebrochen. Hat sich beim Skifahren verletzt. Sein Bein ist gebrochen. Hat sich beim Skifahren verletzt. Sein Bein ist gebrochen. Hat sich beim Skifahren verletzt. Sein Bein ist gebrochen. Я сломал ногу в отпуске. Ich habe mir im Urlaub das Bein gebrochen. Ich habe mir im Urlaub das Bein gebrochen. Ich habe mir im Urlaub das Bein gebrochen. Ковер имеет длину 2 метра и ширину 1 метр. Der Teppich ist 2 Meter lang und 1 Meter breit. Der Teppich ist 2 Meter lang und 1 Meter breit. Der Teppich ist 2 Meter lang und 1 Meter breit. Мужчина внезапно перешел дорогу. Мне пришлось резко затормозить. Тормозить, bremsen. Слабый глагол основной формы bremste, hat gebremst. Der Mann ist ganz plötzlich über die Straße gegangen. Ich musste stark bremsen. Der Mann ist ganz plötzlich über die Straße gegangen. Ich musste stark bremsen. Дословно сильно затормозить. Здесь у нас резко, сильно. Der Mann ist ganz plötzlich über die Straße gegangen. Ich musste stark bremsen. Тебе обязательно нужно проверить тормоза. Du musst unbedingt die Bremsen kontrollieren lassen. Du musst unbedingt die Bremsen kontrollieren lassen. Du musst unbedingt die Bremsen kontrollieren lassen. В прошлом году в этом доме случился пожар. Гореть, brennen, brannte, hat gebrannt. In diesem Haus hat es letztes Jahr gebrannt. In diesem Haus hat es letztes Jahr gebrannt. То есть дословно получается горело в этом доме в прошлом году. In diesem Haus hat es letztes Jahr gebrannt. Свеча все еще горит. Пожалуйста, потуши ее. Die Kerze brennt noch. Mach sie bitte aus. Die Kerze brennt noch. Mach sie bitte aus. Всю ночь в твоей комнате горел свет. In deinem Zimmer
hat die ganze Nacht das Licht gebrannt. In deinem Zimmer hat die ganze Nacht das Licht gebrannt. In deinem Zimmer hat die ganze Nacht das Licht gebrannt. Здесь поблизости есть почтовый ящик? Ist hier in der Nähe ein Briefkasten? Ist hier in der Nähe ein Briefkasten? Пожалуйста, достань газету из почтового ящика. Hol bitte mal die Zeitung aus dem Briefkasten. Hol bitte mal die Zeitung aus dem Briefkasten. Этот hol – это глагол holen, то есть что-то принести, достать. Здесь у нас повелительная форма, обращаемся на ты. Hol – принеси, достань. Вы можете получить почтовые марки на стойке 7 или у окошка 7. Briefmarken bekommen Sie am Schalter 7. Briefmarken bekommen Sie am Schalter 7. Почтальонка уже была там. War die Briefträgerin schon da? War die Briefträgerin schon da? Я хотел бы 50 конвертов и марок к ним. Ich hätte gern 50 Briefumschläge und Briefmarken dazu. Ich hätte gern 50 Briefumschläge und Briefmarken dazu. У меня в кошельке только мелочь. Ich habe nur Kleingeld in meiner Brieftasche. Ich habe nur Kleingeld in meiner Brieftasche. Ich habe nur Kleingeld in meiner Brieftasche. Мне нужны новые очки. Ich brauche eine neue Brille. Ich brauche eine neue Brille. Принесите мне, пожалуйста, стакан чая. Приносить, bringen. Основные формы brachte, hat gebracht. Bringen Sie mir bitte ein Glas Tee. Bringen Sie mir bitte ein Glas Tee. Bringen Sie mir bitte ein Glas Tee. Я отвезу тебя домой. Здесь мы тоже используем глагол bringen. Дословно будет я отнесу тебя, да? Ich bringe dich nach Hause. Ich bringe dich nach Hause. Вечерняя газета опубликовала сообщение о происшествии.
То есть вечерняя газета принесла сообщение о происшествии. Die Abendzeitung hat einen Bericht über den Unfall gebracht. Die Abendzeitung hat einen Bericht über den Unfall gebracht. В брошюре вы найдете самую новую информацию. In der Broschüre finden Sie die neuesten Informationen. In der Broschüre finden Sie die neuesten Informationen. То есть здесь у нас используется прилагательное neu, новый, в превосходной степени. In der Broschüre finden Sie die neuesten Informationen. Я всегда покупаю хлеб в пекарне, а не в супермаркете. То есть в пекарне это значит у пекаря, да, имеется в виду. Brot kaufe ich immer beim Bäcker, nicht im Supermarkt. Brot kaufe ich immer beim Bäcker, nicht im Supermarkt. Что тебе положить на хлеб? То есть с чем ты будешь хлеб? Was möchtest du aufs Brot haben? То есть дословно, что хотел бы ты иметь на хлебе? Was möchtest du aufs Brot haben? Возьми еще несколько бутербродов в поездку. Nimm noch ein paar belegte Brote für die Fahrt mit. Nimm noch ein paar belegte Brote für die Fahrt mit. Я быстро принесу несколько булочек на завтрак. Ich hole schnell ein paar Brötchen zum Frühstück. Ich hole schnell ein paar Brötchen zum Frühstück. Поезжайте через следующий мост и потом направо. Fahren Sie über die nächste Brücke und dann rechts. Fahren Sie über die nächste Brücke und dann rechts. Fahren Sie über die nächste Brücke und dann rechts. Мой младший брат все еще ходит в школу. Mein jüngster Bruder geht noch zur Schule. Mein jüngster Bruder geht noch zur Schule. И здесь у нас прилагательное jung, опять в превосходной степени. Mein jüngster Bruder, то есть самый молодой, самый юный брат. У меня боль в груди. Ich habe Schmerzen in der Brust. Ich habe Schmerzen in der Brust. В школьном классе 15 мальчиков и 10 девочек.
In der Schulklasse sind 15 Buben und 10 Mädchen. In der Schulklasse sind 15 Buben und 10 Mädchen. У вас есть книга об истории Берлина? Haben Sie ein Buch über die Geschichte von Berlin? Haben Sie ein Buch über die Geschichte von Berlin? Haben Sie ein Buch über die Geschichte von Berlin? У них, вероятно, есть эта книга в книжном магазине в городе. In der Buchhandlung in der Stadt haben Sie das Buch sicher. In der Buchhandlung in der Stadt haben Sie das Buch sicher. In der Buchhandlung in der Stadt haben Sie das Buch sicher. Для крема я брала сливочное масло и шоколад. Für die Creme habe ich Butter und Schokolade genommen. Für die Creme habe ich Butter und Schokolade genommen. Так как у вас нет членской карты, это немного дороже. Da Sie keinen Mitgliedsausweis haben, ist es etwas teurer. Da Sie keinen Mitgliedsausweis haben, ist es etwas teurer. Там есть торговый автомат. Da drüben ist ein Getränkeautomat. Da drüben ist ein Getränkeautomat. То есть дословно можно перевести как автомат с напитками. Но там ведь не только напитки бывают, поэтому мы можем перевести как торговый автомат, с которым можно какие-то продукты купить. Да, drüben можно перевести как вон там. Da drüben. Da drüben ist ein Getränkeautomat. О чем ты там при этом думал? Was hast du dir dabei gedacht? Was hast du dir dabei gedacht? Понятно, что ты здесь. Твоя семья тоже с тобой? Schön, dass du da bist. Ist deine Familie auch dabei? Schön, dass du da bist. Ist deine Familie auch dabei? У тебя есть с собой ручка? Hast du einen Stift dabei? Hast du einen Stift dabei? Нам нужно отремонтировать крышу.
И если мы крышу ремонтируем не сами, то мы здесь будем использовать глагол lassen. Wir müssen das Dach reparieren lassen. Wir müssen das Dach reparieren lassen. Wir müssen das Dach reparieren lassen. Мы живем прямо под крышей. Wir wohnen direkt unter dem Dach. Wir wohnen direkt unter dem Dach. Моя сестра интересуется политикой. Меня это не интересует. Meine Schwester interessiert sich für Politik. Ich interessiere mich nicht dafür. Здесь у нас местоименное наречие. Учитесь употреблять. Meine Schwester interessiert sich für Politik. Ich interessiere mich nicht dafür. Я за то, чтобы уйти как можно раньше. Ich bin dafür, dass wir möglichst früh losfahren. Ich bin dafür, dass wir möglichst früh losfahren. Будь осторожен, здесь дерево, не врежься в него. То есть дословно не едь против него. Vorsicht, da ist ein Baum. Fahr nicht dagegen. Vorsicht, da ist ein Baum. Fahr nicht dagegen. Вы за или против запрета на курение? Я против этого. Sind Sie für oder gegen ein Rauchverbot? Ich bin dagegen. Sind Sie für oder gegen ein Rauchverbot? Ich bin dagegen. Я не против, что мы сейчас пойдем домой. Ich habe nichts dagegen, dass wir schon nach Hause gehen. Ich habe nichts dagegen, dass wir schon nach Hause gehen. Ich habe nichts dagegen, dass wir schon nach Hause gehen. У меня простуда, поэтому я не смогу прийти сегодня. Ich bin erkältet, daher kann ich heute nicht kommen. Ich bin erkältet, daher kann ich heute nicht kommen. Ich bin erkältet, daher kann ich heute nicht kommen. Ты ведь знаешь, где находится почта? Прямо рядом с ней есть банк.
Du weißt doch, wo die Post ist. Gleich daneben ist die Bank. Du weißt doch, wo die Post ist. Gleich daneben ist die Bank. Du weißt doch, wo die Post ist. Gleich daneben ist die Bank. Я благодарю тебя за приглашение. Глагол благодарить danken. Dankt. Третье лицо единственное число. Dankte. Präteritum. Hat gedankt. Perfekt. После себя, кстати, требует дательный падеж. Ich danke dir für die Einladung. Ich danke dir für die Einladung. Ich danke dir für die Einladung. Я очень благодарен вам за вашу помощь. Ich bin Ihnen sehr dankbar für Ihre Hilfe. Ich bin Ihnen sehr dankbar für Ihre Hilfe. Ich bin Ihnen sehr dankbar für Ihre Hilfe. Мне нужно еще быстро на почту, а потом я приду. Ich muss noch schnell zur Post, dann komme ich. Ich muss noch schnell zur Post, dann komme ich. Ich muss noch schnell zur Post, dann komme ich. Мы были на вокзале вовремя, но потом поезд опоздал. Wir waren pünktlich am Bahnhof, aber dann hatte der Zug Verspätung. Wir waren pünktlich am Bahnhof, aber dann hatte der Zug Verspätung. Der Zug hatte Verspätung. Дословно можно перевести как поезд имел опоздание. Но потом поезд имел опоздание. Или мы можем перевести как потом поезд опоздал. Wir waren pünktlich am Bahnhof, aber dann hat der Zug Verspätung. У меня сейчас много дел. Тогда я не хочу больше тебя беспокоить. Ich habe im Moment sehr viel zu tun. Dann will ich nicht länger stören. Ich habe im Moment sehr viel zu tun. Dann will ich nicht länger stören. Ich habe im Moment sehr viel zu tun. Dann will ich nicht länger stören.
Если не будет дождя, тогда мы придем. Wenn es nicht regnet, dann kommen wir. Wenn es nicht regnet, dann kommen wir. Wenn es nicht regnet, dann kommen wir. Он смог очень хорошо объяснить проблему. То есть глагол darstellen, прямой перевод, изображать. То есть тут тоже можно сказать, он хорошо изобразил проблему. Konnte das Problem sehr gut darstellen. Konnte das Problem sehr gut darstellen. Konnte das Problem sehr gut darstellen. Ваша книга содержит четкое изложение этих проблем. Ihr Buch enthält eine klare Darstellung dieser Probleme. Ihr Buch enthält eine klare Darstellung dieser Probleme. Ihr Buch enthält eine klare Darstellung dieser Probleme. Рика сказал мне, что тоже придет на вечеринку. Rico hat mir gesagt, dass auch zur Party kommt. Rico hat mir gesagt, dass auch zur Party kommt. Rico hat mir gesagt, dass auch zur Party kommt. Где ты сохранил файл? Wo hast du die Datei gespeichert? Wo hast du die Datei gespeichert? Wo hast du die Datei gespeichert? Какое сегодня число? Welches Datum haben wir heute? Welches Datum haben wir heute? Дословно, какое число мы имеем сегодня? Welches Datum haben wir heute? Не забудьте дату и подпись. Datum und Unterschrift nicht vergessen. Datum und Unterschrift nicht vergessen. Datum und Unterschrift nicht vergessen. Мне нужно больше данных о вас. Ich brauche noch ein paar Daten von Ihnen. Ich brauche noch
ein paar Daten von Ihnen. Ich brauche noch ein paar Daten von Ihnen. У нас есть все ваши данные в компьютере. Wir haben alle Ihre Daten im Computer. Wir haben alle Ihre Daten im Computer. Как долго длится перерыв? Полчаса. Глагол длится dauern. Это слабый глагол. Wie lange dauert die Pause? Eine halbe Stunde. Wie lange dauert die Pause? Eine halbe Stunde. Wie lange dauert die Pause? Eine halbe Stunde. Вы можете взять книгу на неделю. То есть вы можете одолжить, например, в библиотеке, запись взять. Sie können das Buch für die Dauer einer Woche ausleihen. Sie können das Buch für die Dauer einer Woche ausleihen. Sie können das Buch für die Dauer einer Woche ausleihen. Продолжительный звонок телефона мешает мне. Das dauernde Klingeln des Telefons stört mich. Das dauernde Klingeln des Telefons stört mich. Das dauernde Klingeln des Telefons stört mich. Он постоянно болеет, то есть продолжительно болеет. Ist dauernd krank. Ist dauernd krank. У нас нет в гостиной лампы на потолке. Im Wohnzimmer haben wir keine Lampe an der Decke. Im Wohnzimmer haben wir keine Lampe an der Decke. Im Wohnzimmer haben wir keine Lampe an der Decke. Могу ли я еще получить одеяло? Мне холодно. Kann ich noch eine Decke bekommen? Mir ist kalt. Kann ich noch eine Decke bekommen? Mir ist kalt. Kann ich noch eine Decke bekommen? Mir ist kalt. Поможешь мне украсить стол для вечеринки?
Украшать, dekorieren. Hilfst du mir, den Tisch für die Party zu dekorieren? Hilfst du mir, den Tisch für die Party zu dekorieren? Hilfst du mir, den Tisch für die Party zu dekorieren? Я думаю, что ты прав. Думать, denken. Ich denke, dass du recht hast. Ich denke, dass du recht hast. Сейчас мы обсуждаем курение. Что вы об этом думаете? Wir diskutieren gerade über das Rauchen. Was denken Sie darüber? Wir diskutieren gerade über das Rauchen. Was denken Sie darüber? Wir diskutieren gerade über das Rauchen. Was denken Sie darüber? Мне действительно все равно, что обо мне думают люди. Es ist mir ganz egal, was die Leute von mir denken. Es ist mir ganz egal, was die Leute von mir denken. Es ist mir ganz egal, was die Leute von mir denken. Я часто думаю о своей семье. Ich denke oft an meine Familie. Ich denke oft an meine Familie. Ich denke oft an meine Familie. Я думал, что мы могли бы поехать вместе. Ich hatte mir gedacht, dass wir zusammen fahren könnten. Ich hatte mir gedacht, dass wir zusammen fahren könnten. Ich hatte mir gedacht, dass wir zusammen fahren könnten. Сначала мне нужно собраться с мыслями. Ich muss zuerst meine Gedanken sammeln. Ich muss zuerst meine Gedanken sammeln. Ich muss zuerst meine Gedanken sammeln. Мысль о несчастье огорчает нас. Der Gedanke an das Unglück macht uns traurig. Der Gedanke an das Unglück macht uns traurig. Дословно делает нас печальными. Der Gedanke an das Unglück macht uns traurig.